Gerade in Zeiten des Internets ist der sogenannte Mandela-Effekt immer wieder beliebtes Thema für Diskussionen und Spekulationen. Doch was ist der Mandela-Effekt eigentlich? Bleibt dran, denn hier werden wir über dieses Thema reden. Heute mal nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Denn ich dachte mir, es wäre doch sicher mal angenehm für euch, wenn ihr mich nicht immer sehen müsst. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Kommen wir nun zur Bedeutung des Mandela-Effekts. Der Mandela-Effekt steht sinngebend für den in der Wissenschaft als Konfabulation bekannte Sachverhalt, der allerdings einzelne Menschen betrifft. Konfabulation meint nichts anderes, als dass ein Mensch sich falsch an einen bestimmten Sachverhalt erinnert, beispielsweise an ein Ereignis, das so nie stattgefunden hat. Der Mandela-Effekt betrifft hingegen große Gruppe von Menschen. Diese Gruppe von Menschen erinnern sich kollektiv falsch an etwas, das so nie stattgefunden oder ausgesehen hat. Der für dieses Phänomen geschaffene Name Mandela-Effekt liegt im Tode Nelsons Mandela begründet. Dieser verstarb am 5. Dezember 2013 an einer Lungenentzündung. Dennoch glauben bis heute viele Menschen, dass sie von Mandelas Tod schon in den 80er Jahren gehört haben. Mandela sei damals in einem Gefängnis verstorben, was aber nicht den Tatsachen entspricht. Im Internet gibt es zahlreiche Theorien zu diesem Effekt. Angeblich erinnern sich die Menschen an ein Ereignis aus einem Paralleluniversum. Lediglich in unserem Universum entsprechen ihre Erinnerungen nicht den Tatsachen. Und um euch den Mandela-Effekt ein bisschen näher zu bringen, sind hier eigene Beispiele. Wie schon beschrieben, ist Mandelas Tod ein berühmtes Beispiel und Namensgeber für den sogenannten Mandela-Effekt. Doch es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele für dieses Phänomen. Eines der wohl bekanntesten Beispiele stammt aus dem Star Wars-Universum und betrifft der wohl bekannteste Filmzitat aller Zeiten. Luke, ich bin dein Vater. Oder ist das etwa doch kein berühmtes Zitat? Tatsächlich handelt es sich bei diesem Ausspruch Darth Vader nicht wirklich um ein Filmzitat. Im Film sagt er nämlich, nein, ich bin dein Vater. He told me you killed him. No, I am your father. Ehre genommen. Dennoch zitieren zahlreiche Menschen den Ausspruch und meinen, sich daran zu erinnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte auch immer, er sagt, Luke, ich bin dein Vater. Zahlreiche Personen erinnern sich daran, früher die Looney Tunes geschaut zu haben. Doch das ist falsch. Es sind die Looney Tunes. Und diese wurde schon immer so geschrieben. Dennoch meinen viele, sich an die erstgenannte Schreibung erinnern zu können. Und auch ich kann mich an Looney Tunes mit 2 O und nicht Looney Tunes erinnern. Trägt der Monopoly-Mann in ihrer Erinnerung ein Monokel? Wenn ja, dann liegt ihr alle falsch. Viele Menschen stellen ihn sich so vor und glauben sich so an ihn zu erinnern. Doch in Wahrheit trägt er keins. Na, wer hatte das gedacht? Auch ich dachte immer, der Monopoly-Mann trägt ein Monokel. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Stellen Sie sich kurz das VW-Logo vor. Wie sieht es aus? Befindet sich eine Linie zwischen dem V und dem W? Die meisten Menschen verneinen diese Frage. Doch sieht das VW-Logo in Wirklichkeit genauso aus? Eine Linie trennt V und W voneinander. Pikachu. So haben wir ihn in Erinnerung mit seinen roten Backen, schwarzer Schwanzspitze und schwarzen Ohren. Oder etwa doch nicht? Pikachu hat keinen schwarzen Schwanzspitze. Trotzdem meinen zahlreiche Menschen, sich an eben diese zu erinnern. Und wenn es für euch noch nicht genug war, Spoiler für den Film Cast Away. Nicht wenige, die den Film Cast Away mit Tom Hanks gesehen haben, scheinen davon überzeugt, dass plötzlich eine Szene fällt, in welcher der gestrandete Protagonist ein Seil auf seine Eignung für Suizid testet. Im Film wird diese Handlung allerdings nur angedeutet, die Lücke haben sich einige Zuschauer wohl selber ausgefüllt. Wer kennt es nicht? We are the Champion von Queen. Unverkennbar. Auch die letzte Zeile des Songs, ich habe Erinnerung, dass er dann am Schluss noch sagt, of the world, habe ich so in Erinnerung, kam aber nie vor, ich werde es für euch einblenden, es nervt dermaßen, denn ich weiß, es war da, ich hab's ja gesungen. Es ist einfach nur krank. Champions,
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte einen Kommentar. Wenn ihr solche Erinnerungen auch habt, teilt es mir bitte mit, denn es nimmt mich richtig Wunder. Wenn ihr Beispiele sehen wollt, liked dieses Video und wir werden uns dann gemeinsam ansehen. Wäre wahrscheinlich noch recht interessant, und falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, würde mich freuen, wenn du das jetzt machen würdest. Du würdest mich dabei auf meinem Weg unterstützen. Haut rein, Leute. Tschüss zusammen.